liebe Zuschauer, vor der heutigen Partie, da prickelt es wieder, Sebastian. Die Heimmannschaft hat zuletzt knapp gewonnen, aber das muss ja gar nichts heißen. Nee, das muss gar nichts heißen, Tom, das ist richtig und ich denke, das haben die Gäste nicht vergessen. Sie haben ganz unglücklich verloren beim letzten Mal und wollen heute wieder gut machen und deswegen freuen wir uns so auf diese 90 Minuten. Freistoß und da hat er Glück, dass der Schiedsrichter nicht die gelbe Karte aus der Brusttasche holt. Keine Verwarnung für den Spieler, der Schiedsrichter hat wohl seine Kontaktlinsen vergessen. Das ist einfach viel zu harmlos, viel zu schwach geköpft. Der Torwart sagt, vielen Dank. Schön gemacht. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Einfach weg mit dem Ball. Und den Ball hat er ihm ja förmlich vom Fuß gestohlen. Alle Achtung! Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Ja, so gibt es überhaupt kein Durchkommen für den gegnerischen Angreifer. Oh, das sieht gar nicht gut aus für die Verteidigung. Ja, für die Flanke bedankt er sich. Hat den Ball ganz souverän. Ja, und das hat er sich verdient, den Zweikampf zu gewinnen und dem Gegner den Ball abzunehmen. Der kommt da zu spät in den Zweikampf, schlechtes Timing, es gibt Freistoß. Der kam ja ehrlich gesagt nicht mal in die Nähe des Tores. Der Ball ist im Tor aus und damit Abstoß. Klasse Aktion. Und wenn jetzt die Flanke kommt, dann ist die Gelegenheit da. Ja, klare Sache, logisch, Freistoß. Und gerade einen solchen Freistoß darf man seinem Gegner natürlich nicht schenken. Kein Problem für den Torhüter. Ja, und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler das gemacht hat den Ball zurückerobert. Ja, und der Flankenball war ja viel zu dicht vors Tor gezogen. Überhaupt kein Problem für den Keeper. Genau richtig gesehen. So, der versucht sich jetzt in eine gute Position für eine Flanke zu bringen. Tja, ich bin nicht der Schiedsrichter. Ich hätte ihr mit Sicherheit die gelbe Karte gezeigt, aber der Mann da unten, der gibt nur Freistoß. Aber dem Foul hat er sich doch verletzt. Warum gibt der Schiedsrichter da nicht die gelbe Karte? Völlig unverständlich. Ja, manchmal braucht man in der einen oder anderen Situation auch ein bisschen Glück. Das hat hier gefehlt. So, das schauen wir uns jetzt nochmal aus der Nähe an. Abseits, ja oder nein? Super, die Fans gleich mit dem Beifall da. Und drüber damit. Hinten in der Abwehr stehen sie unheimlich kompakt. So, jetzt wird's gefährlich. Und irgendwie konnte er den noch abwehren.
Ja, bei dem Spiel möchte man natürlich gerne Torhüter sein. So oft haben sich die beiden schon auszeichnen können. Die halten wirklich klasse. Keine Tore bis jetzt. Ja, und die langen Bälle, die kann er natürlich spielen. Da hat er Übersicht, da hat er ein Auge für. Der Ball geht über die Torauslinie, deswegen Abstoß. Nicht schlecht. Ja, was macht denn der Schiedsrichter da? Das gibt's doch nicht. Er muss doch sehen, dass das ein klares Foul ist. Eine unfaire Aktion, die mit der gelben Karte bestraft wird. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. So, den muss er jetzt verwandeln. An die Latte, aber der Ball ist noch heiß. Ja, das gibt Eckball und das gehört zu den Stärken dieser Mannschaft. Abgewehrt, aber das könnte noch was geben. Weit nach vorne geschlagen. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Oh, klasse, der lange Ball. Ja, jetzt steht er im Abseits, aber das ist nicht so schlimm. Er war ohnehin gut markiert, wäre nicht weit gekommen. So, das müsste uns jetzt zeigen, ob es Abseits war oder nicht. Erstklassiges Zuspiel. Da sind wir mal gespannt, was sich dann in der zweiten Halbzeit noch so tut. Ganz enge Angelegenheit hier in der ersten Halbzeit. Und jetzt müsste sich aus der Situation eigentlich was entwickeln. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Ja, mit mir machst du das. Wir haben das Pausenresultat 0:0. Also eigentlich war es ja eine faire Partie. Trotzdem natürlich wirklich schade und traurig für den Spieler, dass er sich verletzt hat im ersten Durchgang. Sobald es was Neues gibt zur Verletzung, sagen wir ihm Bescheid. Freuen Sie sich mit uns auf die zweite Halbzeit. Es geht wieder los. Und er hält ihn. Klasse Reaktion. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. Absolut spitze. Nutzt er die Chance. Und sie haben den Ball hinten aus dem 16er geklärt. Und da sieht man wieder die Klasse dieses Spielers, gerade auch bei den langen Bällen. Ja, das war ein klasse Kopfball. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Der Abwehrspieler blockt den Ball ab. Das war schon ein klasse Zuspiel.
glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? Oh, da hat sein Gegenspieler aber geschlafen. So, jetzt hat er den Platz. Ja, wo bleibt die Flanke denn? Ja, das war klasse. Und das sieht gefährlich aus. Ja, da haben sie sich den Ball gleich wieder zurückerobert. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Ja, wenn Sie mich fragen, hat der Spieler da durchaus noch eine Portion Glück gehabt. Nur gelb für das Foul an einem Spieler, der überhaupt nicht in Ballbesitz war. Oh, schon wieder gelb. Jetzt sollten Sie aber langsam aufpassen. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Gut gesehen. Trainers, seine zweite heute. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Das könnte jetzt gefährlich werden. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torhüter, diese Flanke. Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Und klasse, dass der Ball auch noch den richtigen Adressaten findet. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Also ich wundere mich, da ist der Spieler verletzt und es gibt nicht mal eine Verwarnung. Auch wenn er sich hier vor Schmerzen am Boden wälzt, der Schiedsrichter lässt weiterspielen. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Da haben Zentimeter zum Torerfolg gefehlt. Ja, schade eigentlich. Wir hatten uns Tore gewünscht, aber das Spiel ist fast vorbei und immer noch steht es 0:0. Und das war ein unglaublicher Reflex des Keepers. Die Torhüter auf beiden Seiten bisher mit weißer Weste. Ja, und der Torhüter drischt den Ball über das Feld. Ah, das sieht gut aus. Ah, Mensch, nee, das war noch viel zu schwach, viel zu harmlos. Kein Problem. Ja, das sieht gut aus. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Der Ball streift die Latte und fliegt ins Tor aus. Schade.
Endstand 0:0, 22 Spieler, aber kein einziges Tor. So, liebe Zuschauer, das war's von unserer Seite. Tschüss und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.